Hallo zusammen! Das Leben ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott im Himmel. Unterwegs auf dem Lebensweg geht es manchmal steil bergauf und dann wieder so steil runter. Ja, es gibt Momente und Tage, da bin ich so richtig im Saft, ich fühle mich kraftvoll und in anderen Tagen schlapp und müde und ich weiß nicht warum. In den folgenden 8 Sendungen von Unterwegs mit Gott möchte ich dir zeigen, dass es lohnend wert ist, mit Gott unterwegs zu sein. Die Reise durchs Leben fühlt sich manchmal spielerisch leicht an. Dann wieder gibt es die Momente, in denen wir an unsere Grenzen stoßen. Wir sind durstig und müde, doch unsere Energiequellen sind leer und aufgebraucht. Unser Lebenstank, der ist leer. Woher kriegen wir dann neue Kraft? Zusammen mit Gott unterwegs zu sein, in leichten und auch in schweren Lebensabschnitten, ja, das ist von Vorteil. Denn der Heilige Geist möchte dein treuer Freund und auch Begleiter sein. Gott ist ein dreieiniger Gott, Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Als Jesus sich taufen ließ, kamen diese 3 Personen gleichzeitig in Erscheinung. Es heißt in Lukas Kapitel 3, Vers 22. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube, sichtbar auf Jesus herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme im Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, meine ganze Freude. Mit anderen Worten, Gott spricht vom Himmel, der Heilige Geist setzt sich auf Jesus nieder, 3 Personen, gleichzeitiges Erscheinen. Es ist interessant, dass der Dienst von Jesus fing erst an, als er vom Heiligen Geist autorisiert wurde. Man kann den Heiligen Geist auf eine dreifache Art und Weise auch noch erklären. Zum Beispiel der Heilige Geist um uns Menschen bedeutet, egal wo wir wohnen, wo wir sind, der Heilige Geist klopft an unser Herzen und macht uns bewusst, dass Jesus unser Erlöser sein möchte. Wenn ich dann Jesus in mein Leben anvertraue, ihn einlade, ist das der Heilige Geist in mir, er kommt in mein Leben hinein und das bedeutet, ich übergebe Jesus meine Lokomotive. Ich sage, Jesus, übernimm das Zepter von meinem Leben. Das heißt aber noch nicht, dass die Lokomotive jetzt fährt. Und der Heilige Geist über mir bedeutet, diese Gaben, diese übernatürlichen Fähigkeiten, die der Geist von Gott mir gibt, ist wie diese Lokomotive. Jesus sitzt am Steuerrad, aber der Heilige Geist bringt diese Lokomotive zum Fahren. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, dass der Heilige Geist und Jesus und Gott der Vater ein grenzenloses Dreamteam sind. Mein erster Gedanke ist, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. An dem Tag, wo ich Jesus mein Leben anvertraue, theologisch und biblisch gesprochen, kommt der Heilige Geist in mich hinein. Aber das in mir drin zu sein, ist wie ein Siegel. Es ist eine Gewissheit, dass mein Name im Buch des ewigen Lebens eingetragen ist. Aber wie gesagt, dass der Heilige Geist in mir drin ist, hat noch nichts damit zu tun, dass ich ihm auch diesen Raum gebe. Und jetzt schau mal, unser Leben ist eigentlich wie so ein Luftballon. Mit anderen Worten, wenn ich den Heiligen Geist im Raum gebe, wie beim Luftballon, es bekommt Volumen, es fühlt sich leicht an und es verändert mein Leben in eine neue Dimension. Es bekommt etwas ganz, eine schöne Form. Und wenn ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben gebe, kommt ein Volumen und eine Leichtigkeit und auch eine Begeisterung hinein. Versuch schon gar nicht unterwegs mit Gott zu sein, ohne dich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Ganz am Anfang in der Kirchengeschichte, und das haben die meisten Leute vergessen, wenn ein Mensch sich taufen ließ, hat man 4 Schritte unternommen. Zum Beispiel beim schiefen Turm von Pisa gibt es das Baptisterium. Und dann ist ein Mensch zu dem Taufbecken hingegangen, hat erstens seine Sünden beim Priester bekannt. Und der Priester gesagt, ich vergebe dir.
Dann zweiter Schritt, man läuft zum Taufbecken hin und der Pfarrer, der Priester hat ihm die Dämonen ausgetrieben, Exorzismus betrieben. Dann ist er in den Taufbecken hineingestiegen und er ließ sich taufen. Ich bin gestorben in Jesus und auferstehe zu neuem Leben. Als dann der Täufling, die Frau, der Mann, aus dem Taufbecken rauskam, ist er am anderen Ende, stand er still. Der Priester kam und legte seine Hände auf den Kopf des Täuflings und hat gesagt, und jetzt bete ich, dass du gefüllt wirst vom Heiligen Geist und du nie mehr kraftlos, mutlos und leer dein Leben bestreiten wirst. Und das war damals in der Kirchengeschichte völlig normal. Und wenn wir zum Thema vom Heiligen Geist kommen, ist es oft ein ganz komisches Thema. Wir haben Angst vor dem Heiligen Geist. Es könnte etwas geschehen oder es könnte etwas in mein Leben hineinkommen, das mich beängstigt, einengt und mir sehr, sehr Angst macht. Aber denke daran, der Heilige Geist füllt unser Leben auf und es fühlt sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr angenehm an. Mein zweiter Gedanke ist, lerne auf den Heiligen Geist zu hören und auch zu folgen, was er uns zu sagen hat. Seit der Taufe von Jesus wird der Heilige Geist als eine Taube beschrieben. Und ich finde das Bild der Taufe ein wunderschönes Beispiel, weil Taube ist weiß, sensibel, feinfühlig. Und die Bibel sagt, auch der Heilige Geist ist wie ein Gentleman, feinfühlig, sensibel. Wenn ich einmal in die Hände klatsche, wird eine Taube davon fliegen, weil sie ist sehr, sehr schreckhaft. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist etwas sehr, sehr Sensibles. Er drängt sich uns nie auf, er ist wie ein Gentleman. Also, wie kann ich ganz konkret den Heiligen Geist für mein Leben ihn hören, ihn verstehen? Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten, wie der Heilige Geist zum Beispiel zu uns Menschen spricht. Gott spricht zu mir durch andere Menschen, wie zum Beispiel meine Freunde oder eine Predigt, die mich speziell berührt. Gott spricht zu mir durch gute Gedanken, die ich plötzlich erhalte. Gott spricht zu mir durch meine Frau. Gott spricht zu mir durch die Bibel. Gott spricht vor allem dann zu mir, wenn ich Wanderungen in den Bergen unternehme. Gott spricht zu mir durch die Not anderer Menschen. Gott spricht zu mir durch den Worship. Gott spricht zu mir durch sportliche Aktivitäten, die ich in der Gemeinschaft mit anderen Menschen ausleben kann. Gott spricht zu mir durch lustige, dramatische und manchmal auch ganz gewöhnliche Situationen mit meinen Kindern. Das erste ist, der Heilige Geist spricht zu uns durch die Bibel. Wenn ich am Morgen früh oder Mittag oder wenn auch immer du die Bibel liest, dann öffne das Buch, sei es ein Buch oder das iPhone oder iPad, wo auch immer du die Bibel liest. Aber dann sag ein Gebet, Heiliger Geist, hier bin ich. Sprich durch das Wort Gottes ganz konkret in mein Leben hinein. Ich hatte früher Mopeds geklaut. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, ja, Jesus hat mir alles vergeben, meine Sünden hat in das tiefste Meer geworfen, Jesus denkt nicht mehr darüber nach. Und ich habe eines Tages die Geschichte gelesen von Zachäus. Und die Bibel sagt, als Zachäus ihm bewusst geworden ist, dass er Dinge falsch gemacht hatte, hat er alles, die Hälfte von seinem Vermögen den armen Leuten gegeben, wo er etwas betrogen hatte, vierfach zurückbezahlt. Und als ich das gelesen habe, hat der Heilige Geist gesagt, Leo, Jesus hat dir vergeben, aber dem, wo du das Moped geklaut hast, für ihn ist das Moped noch immer weg. Und der Heilige Geist hat gesagt, Leo, bring das ganz konkret in Ordnung. Und du merkst, dann wird Bibellesen plötzlich sehr, sehr intim und auch gewinnbringend. Eine zweite Möglichkeit ist, wie der Heilige Geist spricht, das sind Predigten. Also sitze nie in einem Gottesdienst oder höre nie einen Podcast, wo du nicht sagst, Heiliger Geist, sprich mindestens eine konkrete Sache in mein Leben hinein. Und dann wird der Heilige Geist beginnen, ganz interaktiv zu sprechen. Eine dritte Möglichkeit ist das Gebet. Also Gebet bedeutet auch nicht nur, dass ich meine Wünsche Gott bringe, es braucht auch den Moment, wo ich still bin, ruhig bin und sage, Heiliger Geist, hast du mir jetzt etwas zu sagen, was für mich matchentscheidend ist. Eine vierte Möglichkeit ist Menschen, die der Geist von Gott braucht, um dir eine Botschaft weiterzugeben. Ich habe ein Buch geschrieben und ich habe beim letzten Kapitel gesagt, Gott, ich werde nie mehr ein Buch schreiben. Das ist viel zu anstrengend. Ich war dann in einem Camp von ICF unterwegs, habe das letzte Kapitel noch korrigiert und dann kommt ein ganz kleines Kind, 10 Jahre jung, zu mir und sagt, Leo, was machst du da?
Da habe ich gesagt, ja, ich bin am Buch am Korrigieren und das ist so mühsam, das ist mein letztes Buch. Und dann sagte er zu mir, Leo, Bücher schreiben, das ist doch gar keine Arbeit. Das ist doch völlig easy. Und dieser Satz hat mich so getroffen, als würde Gott zu mir sagen, Leo, du hast eine falsche Einstellung entwickelt. Bücher schreiben ist nur so anstrengend, wie du das Gefühl hast, es ist anstrengend. Wenn du deine Einstellung änderst, macht es Spaß, Freude und es dient auch anderen Menschen. Also dieses kleine Kind hat der Heilige Geist gebraucht, um in mein Leben hineinzusprechen. Eine andere Art, wie der Heilige Geist spricht, das ist ein prophetisches Wort. Prophetie heißt sehen, ein Seher, jemand, der in der Zukunft etwas sieht, was Gott schon lange sieht und Gott gebraucht diese Person, um dir eine Botschaft mitzuteilen. Und prophetisches Wort ist dermaßen wertvoll. Als wir ICF Zürich angefangen haben, ganz am Anfang, da kam eine Frau zu mir und hat gesagt, Leo, ich hatte einen Traum, einen prophetischen Traum über dein Leben, was Gott machen wird. Dann sagte sie, Gott hat gesagt, die nächsten Jahre solltest du jeden Sonntag in Zürich sein. Und dann kommt der Moment, wo du 2 Kinder haben wirst. Und das wird der Tag sein, wo du wieder beginnen wirst, herumzureisen auf der ganzen Welt. Als die Frau das gesagt hatte, hatten wir noch keine 2 Kinder. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, in den ersten Jahren hat sich unsere Kirche jedes Jahr verdoppelt und verdoppelt. Und ich hätte gar keine Zeit gehabt, um rumzureisen, weil der Wachstum war so schnell und so massiv. Und ich war so dankbar, dass der Geist von Gott die Frau benutzt hatte, als ein prophetisches Wort, ein Seher, eine Seherin, die etwas in der Zukunft sieht, was für mein Leben ganz, ganz wichtig ist. Eine andere Art, wie der Heilige Geist spricht, das sind Eindrücke. Zum Beispiel, du sitzt im Zug oder im Bus, im Tram, im Auto, fährst mit dem Fahrrad und plötzlich hast du einen Blitzgedanke. Also du hast nicht an diese Person gedacht, es kommt wie ein Blitz und es geht wieder so schnell weg. Und solche Blitzgedanken sind fast immer ein Reden des Geistes von Gott. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto und ein Gedanke sagt mir, Leo, heute Abend koch was ganz, ganz Feines für deine Familie. Und der Gedanke geht wieder weg. Jetzt kann man sagen, ja, das ist so einfach so eine Schnapsidee. Aber ich kann das sagen, genau in diesem Blitzgedanken liegt die Kraft des Heiligen Geistes. Werde sensibel in diesen Blitzgedanken, die blitzartig kommen und blitzartig gehen. Dann kann es sein, dass der Geist von Gott in Bildern ganz konkret zu dir spricht. Das heißt, du betest und plötzlich siehst du ein Bild in deinem inneren Auge über eine Person oder auch eine Situation. Das habe ich erlebt in Deutschland. Ich habe gepredigt, ging von der Bühne weg und sah plötzlich ein ganz spezielles Fahrrad. Und der Gedanke kam, da sitzt ein Mann drin, der möchte ein ganz spezielles Fahrrad kaufen, aber hat den Mut nicht, das Fahrrad zu kaufen. Und ganz ehrlich habe ich gedacht, ja, was ist jetzt das für ein komisches Bild? Aber ich hatte den Mut, das zu sagen. Und dann kommt ein Mann mit Tränen in den Augen und sagt, Leo, seit 2 Jahren habe ich ein Fahrrad gezeichnet. Und ich wollte es immer kaufen, habe gedacht, das ist doch völlig unnötig und überflüssig. Und heute wurde mir bewusst, dass ich das Fahrrad kaufen darf und auch bauen sollte. Und dieses Bild und dieses Wort war für diesen Mann so entscheidend. Es kann auch sein, dass der Heilige Geist durch Umstände spricht. Und Umstände, es kann sein, du hast eine Prüfungsnot oder einen Unfall oder etwas auch Positives, wo der Heilige Geist einfach benutzt, um so durchzuschütteln und sagt, halt, stopp, ich habe eine Botschaft von Gott für dein konkretes Leben. Der Heilige Geist kann auch durch die Natur zu uns sprechen, indem dass man vielleicht laufen geht oder man geht Skifahren, Snowboarden und plötzlich stehst du da vor den Bergen und du schaust die Berge an und denkst, wow, so groß hat Gott die Berge gemacht, also sind auch meine Probleme, die wie Hindernisse sind, für Gott überhaupt kein Problem. In diesem Sommer waren wir im Urlaub in Amerika und wir kamen an das Meer und da kamen Seekühe vom Meer zum Strand. Und als ich dann diese Seekühe angeschaut habe, und ganz ehrlich, Seekühe sind nicht so schöne Tiere, war für mich ein Moment gewesen, als Gott zu mir sagen wollte, Leo, manchmal hast du eine blöde Eigenschaft, dass du denkst, jetzt die Frau ist schön oder der Mann ist schön oder nicht so schön. Ich habe die Tendenz ein bisschen zu beurteilen. Und als ich diese Seekühe gesehen habe, habe ich zu Gott gesagt, eigentlich machen diese Seekühe gar keinen Sinn.
Und Gott hat wie zu mir gesagt, Leo, diese Seekühe machen für dich keinen Sinn, aber ich habe jede einzelne gemacht. Und bitte sage nie mehr, dass diese Tiere unwichtig sind. Und nimm dieses Bild, wenn die Seekühe Gott einmalig gemacht hat, dann hat Gott die Menschen noch viel einmaliger gemacht. Und das war für mich ein Moment bei den Seekühen, wo ich gemerkt habe, es gibt keine hässlichen Menschen, sondern jede Person ist einzigartig kreiert von Gott. Und das war so ein Seekühe-Erlebnis in Amerika. Der Heilige Geist kann aber auch durch Träume zu uns sprechen. Mit anderen Worten, wir haben manchmal Albträume oder manchmal haben wir so blöde Träume. Aber ich sage immer, ein ungedeutender Traum ist wie ein ungeöffneter Brief oder ungeöffnetes SMS oder ungeöffnetes E-Mail. Also bitte werde sensibel und stell dir die Frage, kann es sein, dass der Geist von Gott durch Träume, Erlebnisse oder Bilder mir etwas sagen möchte? Das Entscheidende ist, sensibilisiert zu werden und das zu lernen, zu hören und es auch umzusetzen. Der Heilige Geist ist ein Meister in seiner Art, um uns die Botschaften von Gott in unser Leben hinein zu prophezeien oder hinein zu sprechen, hineinzulegen. Um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich sensibel werde, mich sensibilisiere auf die ganz verschiedenen Art und Weisen, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Nimm das Bild von einem Kompass oder von einem Lokführerstand, weil der Kompass zeigt mir die Richtung, wo ich mein Leben hinführen oder leiten sollte. In Johannes Kapitel 10, Vers 27 sagt genau das der Kompass oder der Steuerrad. Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Also sensibel zu werden heißt, ich sage, der Heilige Geist ist mein Kompass, er zeigt mir die Richtung wie mein Steuerrad und ich weiß ganz genau, wohin zu fahren. Darum spricht der Heilige Geist andauernd, weil er uns den Weg zeigen möchte. Um zurückzugehen zu dem Bild, dass der Heilige Geist eine Taube ist, hat eine Taube zwei Flügel. Der eine Flügel steht für die Gaben des Heiligen Geistes und der zweite Flügel steht für die Früchte des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, diese beiden Flügel beflügelt mein Leben. Mein dritter Gedanke ist, lass dich durch die Gaben des Heiligen Geistes so richtig beflügeln. Im 1. Korinther werden uns die 9 Geistesgaben ganz detailliert erklärt und man kann diese 9 Gaben in so 3 Pakete unterteilen. Das erste Paket ist, das sind die Gaben der Offenbarung. Das ist die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Mit anderen Worten, man sieht Dinge schon im Voraus, was Gott der Person jetzt sagen möchte. Das ist das erste Paket. Der Heilige Geist beflügelt meine Arbeit in der Seelsorge durch die Gaben der Offenbarung. Jesus gibt mir eine Sicht in die unsichtbare Welt. Ich sehe vor meinem inneren Auge, durch was und warum die Person blockiert ist. Erst kürzlich hatte ich eine junge Frau in der Beratung. Durch die Gaben der Offenbarung konnte ich erkennen, dass sie blockiert war durch ihre Angst. Wir konnten zusammen diese Blockade lösen und sie wurde frei von ihrer Angst. Das zweite Paket ist die Gaben der Kraft, die bewirken etwas. Das ist die Gabe des Glaubens, der Heilung und auch der Wunder. Und du merkst, der Heilige Geist bewegt Dinge in unserem Leben, das wir selber gar nicht können. Mit anderen Worten, wie bei diesem Luftballon. Es kommt eine Fülle hinein, was wir selber gar nicht bewirken können. Der Heilige Geist beflügelt mein Leben durch die Gaben der Kraft. Im vergangenen Sommer waren wir eine Gruppe in den Kitesurf-Ferien. Eine junge Frau war alleine dort und sie fühlte sich immer wieder angezogen von dieser Kraft und von der Liebe Gottes, die von uns ausging. Seit längerem tat ihr Fuß weh und ich fragte, ob ich für sie beten durfte. Sie erlebte spürbar und sichtbar sofortige Heilung. Die Kraft Gottes war so gewaltig und sie fühlte sich reich beschenkt. Und das dritte Paket ist, die Gaben der Inspiration teilen uns etwas mit. Da ist die Gabe der Prophetie, die Gabe des Zungengebetes und die Gabe der Auslegung des Zungengebetes. Der Heilige Geist beflügelt mein Leben durch die Gaben der Inspiration. Vor einer Telefonberatung sprach Jesus durch das Bild einer Sackgasse zu mir. Kurze Zeit später telefonierte ein Mann, der in Esoterik und Alkoholsucht gefangen kurz vor der Scheidung stand.
Ich erzählte ihm das Bild dieser Sackgasse und der Möglichkeit umzudrehen und rauszulaufen. Er war nicht nur willig, sein Leben Jesus anzuvertrauen, sondern er telefonierte gleichen Tags einen Pastor, um seinen Glauben zu vertiefen. Die Gaben der Inspiration helfen mir, Menschen zu dienen. Wenn man so dieses Dreierpaket genau anschaut, merkst du, da kommt eine Kraft in mein Leben hinein. Also dieser eine Flügel alleine vom Heiligen Geist. Also man kann sich das gar nicht leisten, zu sagen, der Heilige Geist ist bloß ein Randthema in meinem Leben. Dieser eine Flügel, den man ausstreckt und sagt, ich beginne diese Gaben sensibel zu werden, mich auszustrecken, es auszuprobieren, beflügelt mein Leben in eine ganz, ganz neue Dimension. Und du merkst, der Geist von Gott bewirkt Dinge in meinem Leben, das ich selber gar nicht kann. Und sogar Jesus brauchte die Kraft des Geistes von Gott, um hinauszugehen, um Zeichen und Wunder und Weisheit und Predigt zu machen, dass das Leben der Menschen in das Herz getroffen hat. Mit Sicherheit kennst du die Momente im Leben, in denen du nicht mehr weißt, wie soll das bloß weitergehen. Ja, das sind die Momente, in denen dich alle deine Kräfte verlassen haben. Du fühlst dich wie eine Flasche, sie ist leer, oder eine Tasche ist auch leer. Du stehst am Wegrand, müde, matt, einsam und kraftlos. Aber es gibt auch die Momente, da gibt der Heilige Geist dir Kraft wie ein Berg. Du kannst unüberwindbare Hindernisse plötzlich lösen und statt deiner Müdigkeit kommt eine Kraft hinein, die alles zum Sprengen bringt. Ja, das ist der Kick des Heiligen Geistes. Der zweite Flügel der Taufe steht für die Früchte des Heiligen Geistes. Und das ist auch mein Punkt. Lass dich von den Früchten des Heiligen Geistes so richtig beflügeln. In Galater Kapitel 5, Vers 22 ist die Rede von diesen 9 Früchten des Geistes. Es heißt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. In einem Punkt in meinem Leben war ich wirklich total daneben und ich war dermaßen eifersüchtig. Also wenn mein bester Freund mit meiner Freundin zu lange gesprochen hatte, wurde ich so wütend, ich habe sie ignoriert, ich war auf sie hässig und auch auf meinen Freund. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, das ist eben dieser Flügel, das sind diese Früchte des Heiligen Geistes. Und genau diese Feder sollte in meinem Leben neu ersetzt werden. Und dann sage ich, Geist von Gott, erneuere das in mir. Befähige das ganz konkret in meinem Leben. Unterwegs mit Gott zu sein bedeutet, dass wenn ich meine Flügel ausstrecke, so wie diese Taube, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes, das sind alle diese Fähigkeiten und Gaben. Und dann kommt der eine Flügel, das sind die Früchte des Heiligen Geistes und mein Charakter beginnt sich aufzublühen und es ist etwas Liebliches, wo Menschen sagen, wow, in dieser Frau, in diesem Mann ist die Fülle Gottes durch die Augen zu sehen. 2 Flügel, eine Taube. Und das sagt Jesus, wenn der Geist von Gott über unser Leben kommt, gehen wir alle in eine ganz neue Dimension hinein und dann wird unterwegs mit Gott zu sein etwas Hochspannendes.